Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Nächste Folge Minecraft mit einem komischen Schweizer und es wird gerade Tag. Jetzt habe ich gerade gemeint, wir müssen schlafen oder wieder zu Abend. Ich glaube, es wird gerade Abend und wir müssen kurz schlafen. Und dadurch wollte ich gerade noch kurz eine kleine Ankündigung machen. Und zwar, ja, in letzter Zeit sind recht wenig Videos erschienen, also immer so unregelmäßig. Das liegt daran, ich muss ganz ehrlich sein, ich bin momentan nicht so gerne daheim. Das heisst auch sehr wenig am PC, was mich ziemlich reut, weil ich liebe es zu gamen und ich vernachlässige das richtiges ein bisschen. Aber ich habe vor, jetzt in nächster Zeit wirklich wieder ein bisschen nachziehen und da wirklich versuche, wieder regelmäßig Videos zu bringen. Einfach so als kurze Randinformation und kleine Entschuldigung auch, dass ich da so ein bisschen unregelmäßig Zeug gemacht habe. Ich habe noch vor nebenbei wahrscheinlich gleichzeitig noch ein zweites Projekt jetzt anfangen zu starten. Ich habe jetzt einfach auch ein bisschen Zeit einfach für mich gebraucht, um einfach mal zur Ruhe zu kommen. Weil es läuft nicht immer alles super rein im Leben. Und bei mir war das genauso gewesen. Ich bin nicht gerne daheim und so weiter. Und jetzt habe ich vor, das alles wieder ein bisschen umzukrempeln. Und ja, wenn ihr Ideen hättet, was ich sonst noch gerne für ein anderes Let's Play würde sehen, dann schreibt mir doch das liebend gerne in die Kommentare. Sonst habe ich da schon mal ein, zwei kleine Auswahlen, die ich mir überlegen könnte. So darunter ein Kingdom Hearts. Dass ich nochmal ein Kingdom Hearts spielen oder nochmal ein Adventure. Weil momentan hat es jetzt so viele coole Games auf dem Markt, sage ich mal, die mir gefallen. Ich würde sagen, wir gehen mal zuerst schlafen. Und dann schauen wir am nächsten Tag, was wir machen. So, guten Morgen. So, wir haben ein paar Projekte, die ich auch schon anfangen. Und zwar habe ich eine Steinplatte gemacht, famose Steinziegel, wo wir den Weg ziehen können. Nebenbei habe ich noch die Bibliothek erweitern. Und jetzt habe ich gerade überlegt, wir haben ja noch Papier und alles. Wir haben noch angeschwuft. Es ein bisschen durchhebt, ich würde sagen, wisst ihr was? Wir gehen zuerst mal ein paar Kühe töten. Und uns Leder holen. Und damit tun wir dann gerade mal schon die Bibliothek ein bisschen ausbauen. Nachher würden wir den Boden anschauen und dann wollte ich unbedingt mal noch schnell ein Lama-Dings bauen, also eine Lama-Farm. So eine ganz kleine. Ich habe ja schon mal angekündigt, wo ich sie circa haben will. Und dann müssen wir mal schauen, wir haben recht gut an Kühe schon mal. Das ist nicht einmal so schlecht. Ich würde sagen, wir machen einfach mal unsere Axt kaputt. Wir haben da wieder fleissig Babys da drinnen, alles klar. Und dann auch nicht davon, bitte. Ah da, das verwechsel ich dich, da rein zu töten ist nicht so das Beste. Gut, dann ist die kaputt, wir haben wieder 9 Leder, mit der können wir wieder mal etwas anfangen. Ich würde sagen, der Rest behalten wir mal drin, obwohl wir könnten eigentlich auch noch mal ein paar mehr töten, aber komm, den lassen wir mal. Lassen wir mal die anderen Kühe wieder gross werden. Lassen wir sie mal wieder gross werden. So. Dann würde ich mal sagen, dann können wir jetzt direkt nochmal schnell, was haben wir da alles? Dann haben wir da noch Papier, nicht wirklich. Wir haben hier Papier drin und dann brauchen wir, glaube ich, noch Holz, wenn ich mich nicht täusche. Dann nehmen wir das Holz, das ich nicht so gerne habe, weil das andere brauchen wir dann zum Bauen. Für den Lamastall, den ich vorhabe. Jetzt müssen wir da Bibliotheken nochmal schon machen. Ich glaube, ich muss Bücher machen und aus Büchern können wir dann Bibliotheken, wenn wir nicht täuschen. Jetzt muss ich mich nochmal schon ein bisschen erkunden, weil ich bin da so ein bisschen ein Löli, der das immer wieder gern vergisst. Muss ich jetzt erst mal finden, wo die sind. Ich glaube, das sind Blöcke, genau. Wir brauchen 3 Bücher und Holz. Okay. Das heisst, eigentlich müssen wir jetzt schauen, dass wir genug Bücher machen. Wir können 7 Bücher machen. Das heisst, 2 Regale sollten wir nochmal anbekommen. Zack, 2 Regale sollten wir anbekommen. Nice, okay. Da oben haben wir doch auch noch ein Buch gehabt. Da täusche ich mich da, dass wir da mal noch... Da haben wir auch noch ein Buch gehabt. Was fehlt uns? Hauptsächlich Leder. Nicht Papier. Gerade mal schauen, ob wir vielleicht schaffen, nochmal ein Buch anzubekommen. Was fehlt uns denn genau? Für ein Büchlein? Da eine. 1 Leder, 3 Papier. Die 3 Papiere sollten wir ja eigentlich noch anbekommen. Wir haben doch oben dran recht viel Zuckerrohr. Dann können wir sicher schon mal 3 machen. Das wäre mega genial. Genau, wir haben da recht viel Zuckerrohr. Dann nehmen wir das so und dann machen wir gerade Papier. Und dann können wir nämlich gerade nochmal eine machen. Sehe ich das richtig? Wir könnten sogar nochmal 2 anbekommen. Müssten wir einfach genug Papier machen. Die muss ich glaube ich irgendwie so nebeneinander legen. Oh Mann, jetzt weiss ich nicht mal mehr, wie man Papier macht. Da, Papier, einfach 3 nebeneinander. Okay, warte, dann tun wir da gerade mal schon alle verputzen. He? Zack, dann haben wir wieder 35. Mit diesen 35 sollten wir jetzt wieder... Nein, Bücher machen. Bücher. Da kann ich ausstellen, so. Geht schneller. Dann können wir nochmal 2 machen und aus diesen 2 können wir jetzt nochmal eine machen. Okay. Perle, da haben wir schon wieder 3 beieinander. Unsere Zuckerrohrfarm ist auch fleissig am Stampfen dahin. Die haben wir ja wunderschön zusammengebaut. Und da bauen wir, das wird auch dann alles nochmal ausgebaut.
Da werden wir dann sowieso noch mal alles ein bisschen ausbauen. Ich würde jetzt mal sagen, wir setzen mal eine da an. Und jetzt können wir mal anfangen, ein bisschen die Höhe zu bauen. Dass wir da eine und da mal eine ansetzen. So, jetzt sollten wir sogar noch recht weit kommen mit dem Level. Bis Level 18 kommen wir schon mal. Okay. Also wir sind gut dran, wir sind gut dran. Das bauen wir auch noch mal um, das gefällt mir nicht. Da müssen wir dann auch noch ausfüllen mit Glowstone. Okay, und da wollte ich sowieso die Wohnung noch mal weiter in die Richtung. Das heisst, wir werden den Keller sowieso umbauen. Ich wollte wahrscheinlich noch Treppen machen und den Keller dann noch ein bisschen anders gestalten. Aber ich glaube, das ist so eine Sache, die können wir uns dann überlegen, wenn es so weit ist. Und jetzt können wir uns überlegen, wenn wir gerade mal schnell schauen, wegen den Lamas. Ich habe überlegt, dass wir die wirklich da zwischendrin verräumen. Dass man sie wahrscheinlich nicht sogar so weit gegen hinten, sondern ein bisschen da gegen vorne, so in dieser Höhe zu, da so einen ganz minimen kleinen Stall baut für die 2 Lamas, die wir da gesammelt haben. Dass wir die platzieren können. Aber ich glaube, durch das, dass wir jetzt da wunderschön unsere Steinziegel parat haben, könnten wir mal versuchen, wie das aussieht, wenn wir den ganzen Boden abändern. Und zwar nur schon wegen diesen Flächen da. Die nerven mich, die da. Die nerven mich. Das ist so der Hauptgrund, weil eigentlich habe ich überlegt, eben die Wiese da rein, also den Weg da rein hätte ich eigentlich gerne aus Erde lassen. Aber nur wegen diesen kleinen Teilen, das nervt mich so gewaltig, dass ich jetzt gesagt habe, weißt du, wir probieren es jetzt mal aus. Probieren das jetzt mal aus. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir... Haben wir da unten eine Höhle? Ja, moin. Wenn wir mal schnell reingüchseln. Eigentlich könnten wir schnell reinschauen. Erde haben wir genug dabei, um wieder raufzukommen. Also komm. Nehmen wir gerade die Fackel mal schnell in die Hand. Zack. Gehen wir mal schnell güchseln, wenn wir da schon so eine... Hat es da irgendetwas? Nicht wirklich? Ah, das geht wirklich nur so ein bisschen gegen oben. Okay. In dem Fall wirklich sehr unwichtig, dann können wir das ignorieren. Nein, ich muss da vorne. So, dann können wir auch noch zumachen und dann kommt das auch nicht mehr im Weg. Jetzt haben wir das Problem wegen dem Wasser, hä? Ist das ein grösseres Problem nachher? So, warte, ich nehme zuerst die mal weg, dann können wir die schon mal tun. Dann können wir die schon mal tun. So. Dann hoffe ich, das sieht dementsprechend gut aus, ehrlich gesagt. Ich mache mir ein bisschen Sorge, dass das blöd aussehen könnte. Besonders hier auf dem Hof drauf. Aber ich glaube, wir müssen es mal probieren, sonst kommt das eh nicht gut. So. So, wenn ich... Geht das jetzt, ohne dass das Wasser verschwindet? Ja, Perle. Oh, das ist... Wir müssen sparsam umgehen mit dem Material, wir müssen sparsam umgehen, wir haben nicht en masse. So. Ich glaube, das könnte blöd aussehen, einfach weil es ein Hof ist, der mit Stein... Ja. Jetzt haben wir ja mal... Oh, jetzt da einen habe ich wieder falsch platziert. So, nehmen wir das Blättchen mehr wieder. Ich mache da zuerst mal eine Reihe. Zack. Dann die zweite. Und dann schauen wir mal, wie das etwa aussieht. Yeah! Ja gut, schlecht sieht es nicht aus, aber eben der Boden gefällt mir halt besser im Hof rein. Das Problem ist, ich will den Weg aussen ja komplett anders machen. Und wenn wir dann da einfach plötzlich so von... Was mir gerade noch einfällt, was wir noch holen können, sind... Haben wir da unten Stegen? Ich habe nämlich noch gesagt, ich wollte denen mal noch Stegen platzieren bei unserem Dingsstall. Bei unserem, wie heisst das schon wieder? Chickenstall. Hühnerstall. Weil die wollte ich da wegnehmen, da. Und da würde ich gerne so Treppen machen. Ich habe das Gefühl, es sieht einigermaßen besser aus dann. Und jetzt ist halt die Frage, oder, ob wir jetzt... Soll ich mal den Weg da probieren, gegen Führer machen und dann schauen wir mal, wie das aussieht vom Verhältnis her. Das könnte man mal machen, hä? Weil den äußeren Weg, den wollte ich sowieso umplatzieren. Also wollte ich ummodeln. Mit so einem schönen, geilen Steinboden. Und nicht nur einen normalen Steinboden, sondern einen richtig geilen, bemoosten Steinboden. Also wäre ja dann ein Weg, wäre nicht mal ein Boden. So. Wenn wir das alles ersetzen, da würden wir dann... da müssten wir fast noch eins gegenüber haben, so. Damit das gut aussieht, so. Und dann können wir das nämlich auch direkt mal verbinden. Und dann hoffe ich, dass das tut meine Erwartungen erfüllen. Dann hoffe ich doch, das tut meine Erwartungen erfüllen. Ich würde sagen, wir machen zuerst mal eine Reihe. So. Dann die zweite hinten an. Zack, zack. Und dann tun wir das da schön so ausfüllen. So, und dann müssen wir dann sowieso auch noch Laternen ziehen. Aber ich glaube, wir haben nicht mehr allzu viel Glowstone.
Das könnten wir eigentlich auch mal nachschauen. Dann könnten wir nämlich mal auf dieser Seite ein bisschen mit Glowstone, also mit solchen ein bisschen ausleuchten, damit dann das auch ein bisschen besser aussieht. Falsch. Wir sind sparsam. Aber wenn ich die obere abnehme, geht es immer einen weg. Ich finde das immer so strange. So, jetzt ist halt die Frage, oder? Ob wir den Boden hier innen so lassen und wir kommen hier raus und gehen auf den Steinboden, oder ob wir direkt einen Steinboden verbinden. Ich glaube, wir probieren jetzt das einfach mal. Wie viel habe ich noch? Wir haben hier noch 64er, okay. Ich glaube, wir probieren jetzt das mal auf dieser Seite aus und dann können wir das mal anschauen, wie das... Aber ich glaube, nur schon von da aus sieht das einfach jetzt blöd aus, aber das könnte auch sein, weil ich jetzt da so einen Stein habe, oder? Aber wir probieren es mal da aus, weil da wollte ich ja sowieso auch alles nochmal füllen mit dem bemoosten Boden. Keine Schaufel mehr. Keine Schaufel mehr. Wir haben keine Schaufel mehr, wir brauchen eine Schaufel. Also mich wundert, was ihr davon haltet. Soll ich da einen normalen Boden machen, einen Steinboden? Da können wir sonst liebend gerne mal einen Kommentar schreiben. Was ihr davon haltet. Da haben wir Eisen. Da Eisen. Und dann brauchen wir nur Eis und Wuppe. Und dann haben wir schon wieder eine Schaufel. Nice, die sollte auch lange schnell. Diese nehmen wir gerade wieder mit, dann können wir am Schluss dann wieder unser Inventar leeren. Da müssen wir uns jetzt nicht so viel Gedanken drum machen. Hup. So. Ja doch, es sieht irgendwie schon schmackhaft aus. Ich verklicke mich da wieder. Materialien verschwenden. So. Es sieht schon schmackhaft aus, muss ich sagen. Es sieht schon schmackhaft aus, aber wir probieren es mal weiter. Wir tun einfach mal den Boden hier komplett machen. Dann können wir nämlich mal auch unser Haus ein bisschen ausdekorieren, also unser Hof, blöd gesagt. Dann sieht dann das alles auch schon ein bisschen besser aus. Und dann müssen wir mal schauen, ob ich sonst mal gerade irgendwie eine Schaufel oder so verzaubern kann, dass wir schneller vorwärts wieder kommen. Aber ich glaube, das ist jetzt schon wieder zu spät, um die zu verzaubern. Dann müssten wir wahrscheinlich komplett gerade eine neue nehmen. So. Weil darum tun wir den ganzen Platz, den wollte ich dann auch mit dem Moos und Stein machen. Und ich glaube, so zur Brücke her sieht es dann sowieso recht geil aus, weil... Mann! Ich bin wieder am Verschwenden. So. Also verschwende ich ja nicht, ich sammle sie wieder ein, aber... Ich tue ja die ganze Zeit meine Spitzhacke verschwenden. Also abnutzen. Und das ist auch eine Verschwendung. So. So. Ich glaube, es kommt noch ziemlich gut so, hey, mit dem Boden. Gefällt mir noch irgendwie. Ich habe zuerst ja schon überlegt, ob man einen normalen Boden nehmen will. Aber ich habe gedacht, aber mit so einem bemoosten Steinboden sieht es jetzt noch cool aus, weil es so ein bisschen verwildert ist, oder? Wegen dem ganzen Gras rundherum und so. Das andere wäre mir zu modern gewesen. Wären wir auf eine gewisse Art und Weise fast schon zu modern gewesen. So. Allzu viel haben wir eh nicht mehr. Da müssen wir mal schauen, dass wir den können noch nachproduzieren. Aber ich glaube, wir hätten sowieso genug, um noch mal ein bisschen etwas zu machen. So, jetzt können wir das mal anschauen. Oder jetzt ist es mit dem Verlauf und der eine wäre es halt mit so einem Verlauf. Oder dass wir sagen, hey, wir kommen hier auf den Platz auf und da ist Hof und kein Stein. Komm, mir gefällt das. Wir machen den Steinboden komplett. Muss jetzt ganz ehrlich sagen, es gefällt mir einfach. Und was mir gefällt, das können wir ja gerade umsetzen. So, aber einfach, dass ich mal den direkten Vergleich hatte. So. So. Es sieht nämlich unsere Form langsam viel moderner aus und nicht so billig. Jetzt haben wir unsere eigene Steinweg. Genial, genial, so. So. Ich habe zugemacht, da kommst du nicht rein. Habe ich überall zu? Nein, da rein nicht, da machen wir noch schon zu. Aber für das müsst ihr wahrscheinlich eben da noch ein paar von diesen Glowstone-Teilen anstellen, damit wir da ein bisschen mehr ausgeleuchtet haben. Ich habe nur noch 7 von diesen Bemos. Wir müssen mal schauen, ob wir von denen noch ein paar mehr machen könnten. Da unten, da kann ich gerade mal schnell das Zeug da verräumen, schnell. Einfach damit wir es mal verräumt haben, dass kommt das zack, einfach mal da rein. Der Rest behalten wir noch von uns, okay? Nein, da habe ich noch etwas gesehen, okay. So. Beim Monstersteinzirkel kann ich machen mit Stein. Den kann ich glaube ich noch halbieren da, hä? Wir haben aber auch nicht mehr allzu viel Stein. Habe ich noch Stein gemacht oder nur Essen? Nein, ich glaube nur Essen gemacht. Ist gerade wieder das Level gestiegen. Aber jetzt haben wir so viel Essen dabei, den Verräumen-Teil. Da hätten wir eben noch Glowstone, um den Schauen. Könnten wir eigentlich nachher machen. Jetzt ist aber die Frage, muss ich noch Stein schmelzen oder nicht? Oder habe ich da oben noch irgendetwas? Ich habe eben schon halbe Platten, aber keine Moos, das nervt ein bisschen. Komm, wir nehmen da die zweimal aus und die auch gerade mal umdingseln. Dann müssen wir wieder Bruchstein formen. So.
So, aber die können wir jetzt ganz kurz mal schnell machen, weil wenn wir die gemacht haben, können wir noch schnell den restlichen Weg bei uns im Hof rein machen. So. Ranken haben wir ja genug ums Haus herum, die können wir dann einfach wieder einsammeln. Das ist ja gar kein Problem. Nein, das muss ich da machen. Muss ich das da machen? Die und noch mit dem zusammen. Ich hoffe, ich mache es jetzt richtig. Ja, ich mache es richtig. So, genau. Und jetzt muss ich die wieder halbieren. Nice, schon wieder 23. Geht besser als erwartet, das soll lange die locker. Wir haben den Weg da noch schon machen und schon schlafen. So. Können wir da schon zudecken. Ich glaube, mit halber Stein ist wirklich gescheiter als mit ganzen. Man sieht ja eigentlich nicht, dass es halbe sind. Wenn man abdeckt hat und dadurch, 9 Stück hätten wir noch, das lange für den Weg nicht mehr leider. Das lange für den Weg leider nicht mehr. Daher würde ich sagen, wisst ihr was? Wir gehen ganz kurz schläfeln. Gute Nacht. Ah. So, guten Morgen. So, dann essen wir ganz kurz mal etwas. Ich muss sagen, es gefällt mir mit dem Steinboden. Irgendwie sieht es gut aus, irgendwie auch nicht. Aber mit dem kann man leben. Also ich gehe davon aus, mit dem können wir jetzt einfach leben. So, aber jetzt gehen wir gerade mal schauen, ob wir noch wieder ein bisschen Stein parat haben. Dass wir wenigstens den restlichen Teil noch machen können. Zack. Zack, zack und zack. Und das sollte jetzt eigentlich recht viel nochmal geben. 41 Stück, ja, das lange locker zum D-Weg wenigstens da noch schon machen. Das heisst, wir müssen schauen, dass wir dann noch mehr Steine haben, aber das haben wir ja im Öffeli. Und solange wir es im Öfen haben, ist es schon mal gut. So, und das wird jetzt auch noch richtig geschmeidig aussehen, wie wir da zu der Brücke einen schöneren Weg haben. So. Ja, das kommt gut. Das kommt gut. Da müsst ihr mir mal sagen, was ihr denkt. Sieht jetzt das besser aus, weil wir das so gemacht haben? Jetzt mit so einem bemoosten Boden, der hätte wirklich der alte sollen lassen. Mir persönlich gefällt das halt. Es sieht halt zivilisierter aus. Vorher war so der Anfangsstadium mit dem Weg, da kommen wir einfach langsam richtig Modernität. Oder wie sagt man dem? Wir werden moderner. Ich weiss gar nicht, wie man dem richtig sagen. Aber ich stelle mir das halt immer so vor, es gibt so Spiele, wo du ganz langsam musst dein Dorf aufbauen und dann zuerst fängst du an mit Feldweg und nachher wirst du mit so Holzgebäuden und nachher kommen da Steingebäude und so weiter. Da bin ich aber gerade noch schnell etwas überlegen, was man machen könnte. Vielleicht, dass das ein bisschen geschmeidiger da aussieht. Weil da ja alles noch voller Stein ist. Eigentlich könnte man da irgendwie so etwas machen. He? Ja, das sieht gut aus. Noch ein bisschen dekoriert, blöd gesagt, wenn ihr seht, dann sieht das auch geschmeidiger aus da. So, weil da können wir ja dann weiter in die Richtung bauen. Da hinten wollte ich nochmal einen Hof drauf bauen, also neben dem Gebäude. Für das müssen wir dann die ganze Erde dann noch schnell wegschaufeln. Da haben wir dann noch einiges vor. Da hinten wollte ich eben irgendwie nichts mehr bauen, weil das so weit hinten geht, dass man so viel schaufeln. Ich finde, dort Platz da geht noch und danach können wir sowieso dann lassen, auf so eine gerade Fläche. Es kommt dann darauf an, wie weit für wir bauen, was wir alles bauen. Aber ich glaube, das würde mehr Sinn ergeben. Also eben, es wird noch einen Schafstall geben, einen Lamastall, aber einen Lamastall wollte ich halt einen kleinen machen. Aber da haben wir ja eigentlich überlegt, dass wir da zum Beispiel eben noch in die Richtung können, da noch ein Gebäude machen und da einen. Aber eben das alles abschaufeln. Ja. Ja, wenn man das eben so anschaut, das geht nicht wirklich oben. Also man hätte ein Pferdli. Pferdestall müssen wir eben auch unbedingt noch machen. Pferdestall, der liegt auch noch in unserem Motto, den wir nicht machen. So, aber ich glaube, wir machen, wenn wir einen Lamastall machen, würden wir ihn etwa hier anbauen. Und dann würden wir einfach so 2 Kisten hier anbauen. Und ich hoffe, es sieht auch gut aus und so eingequetscht. Dass da ich weiss nicht mal, ob wir da genug Platz haben für so 2 Kisten für Lamas. Das ist auch noch eine gute Frage. Und dann würde ich so mit dem gleichen Prinzip wie beim Kuhstall machen. Das können wir jetzt gerade mal anschauen, damit ich das nochmal vertiefen kann. Damit ich das nochmal ein bisschen vertiefen kann, wie das etwa aussieht. Darum müssen wir auch so Stein machen. Also wir brauchen noch einige so Steine. Genau, dass wir es etwa so machen, oder? Dass wir es nochmal so wie so 2 Ställer bauen. Aber ich glaube, vom Platz her brauchen wir recht viel für das. Aber wir müssen es auch nicht mehr so breit machen. Also wir könnten jetzt sagen, wir machen jetzt nur 2 breit. Denn wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Plätze, die wir hier verschwendet haben. Jetzt gehen wir mal hier rüber schauen, wie viel Platz wir hier etwa haben. Wie viel Platz haben wir denn hier etwa noch an Feldern? Und ich wollte nicht ganz an der Wand anfangen, das heißt, ich wollte sicher mal einen Abstand einen lassen. Wenn nicht sogar 2, aber wir zählen mal ab da. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Und jetzt muss ich das aber schauen, ist denn das nicht zu eingequetscht, wenn ich jetzt das nur mit 2 Feldern machen würde? Für die Lamas würde es ja eigentlich lange. Für die Lamas würde es ja eigentlich wirklich lange, wenn man es ein bisschen kleiner würde machen. Oder vielleicht denen gerade einen grösseren Hof bauen, das ist eine gute Frage. Aber eigentlich könnten wir eben 1 Holz, dann 1 2 Steine, dann 1 Holz, oder? Dann würden wir jeden Platz sparen und dann hätten wir auch den, dann würde es Platz haben, dann würde es lange. Aber dann wären auch die da ein bisschen kleiner, oder? Dann hätten wir da wirklich weniger Platz für die Lamas, Dann müssten wir uns wirklich überlegen, ob wir das vielleicht doch an einen anderen Ort versetzen. Aber ich habe halt gedacht, das wäre halt noch cool, weil es dann da wirklich so zumacht, man läuft da durch. Oder man kommt da durch so. Dann schaut man da, unsere Lamas, unsere Mine, unsere Kühnli, unsere was auch immer, oder? Und dann läuft man da so entlang. Weil da hinten will ich nicht mehr bauen, also in die Richtung sollte eigentlich nicht mehr gehen. Ich überlege es mir noch. Aber wenn ja, dann nehmen wir das beim nächsten Mal in Angriff. Wir werden beim nächsten Mal sowieso vieles in Angriff nehmen. Und zwar werden wir wahrscheinlich entweder das alles abbauen, oder das alles abschaufeln. Oder wir werden dann mal da etwas anfangen zu bauen. Weil ich wollte das nächste Mal ein bisschen vorwärts machen im Bauen. Ich wollte da mal ein bisschen vorwärts kommen. Aber wisst ihr was? Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, der Runde Minecraft mit einem Schweizer. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Wenn es Spaß gemacht hat, Daumen nicht vergessen, Abo nicht vergessen, Kommentar nicht vergessen. Und ich würde sagen, bis dann. Und ciao.